Hallo und cheers dort zum neuen Let's Play. Wenn's euch interessiert, was mir los ist, lasst bitte gleich mal ein Abo da, lasst ein Like da, tut euch nicht weg, kostet euch nichts. Und dann starten wir jetzt auch schon eine Reihe in das Ganze. Was ich so gesehen habe, ist das Städteaufbauspiel oder so, aber heute mit Bibern. Und man muss irgendwie die Trockenzeit überleben. Ja genau, die kennen wir noch nicht. Das sind die Standarddinger. Ihr Motto: Komfortnahrung und robustes Holz. Before Rome. Das sind also so Herausforderungsdinger, glaube ich. Da ist erstmal sagen, wir gehen erstmal Plains. Schauen wir uns das Ganze an. Ja, ich mal sagen normal, bevor wir jetzt sagen, so, machen wir gleich mal Vollgas da, gell? Nein, wir haben jetzt da auf Startdrucker. Ich habe das noch nicht einmal gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft, wie es geht oder sonst was. Ich habe es einfach bloß ein paar Mal schon gesehen und ich habe das so nice gefunden. Was man das machen muss und kann und Alter. Und es ist aber es ist nur Early Access. Heißt, es ist nur ein Ding halt. Also nur Entwicklung. Und es wird halt einfach noch dauerhaft irgendwie weiter Druck gefeilt und das wird noch dazu gemacht und das wird geändert. Ja, ja. Ich schieb's gerade so ein bisschen weg. Bevor das jetzt jeden Dienstag, Donnerstag kommt. Das ist die Woche das erste Mal. Siedlung benennen. Wie nennen wir das Ganze? Macht man wie bei Ding. Ja, machen wir einen Borischen Kanal. Das ist ein Biber. Nochmal Niederbibern. Niederbibern. Oh ja, das ist jetzt irgendwie cool. Niederbibern. So. Willkommen, diese Tutorial zeigt dir alle Grundlagen zum Bau einer Bibersiedlung. Jede neue Siedlung braucht Holzscheite. Nur Holzfäller fällen Bäume, also platziert 2 Holzfäller fahren in der Nähe von Bäumen. Holzfäller fahren. Okay. Aha. Kann ich da. Okay. Das. Okay, das. Was ist da? Oder ein Bären oder so? Oh, gar nicht so viel Holz da gerade. 2 Holzfäller fahren sind wir da, gell? Kann man das auch erst. Okay. Fortsetzen. Wahrscheinlich hätte man einfach irgendwo anders. Was? Nein, die hätte wahrscheinlich da unten sitzen sollen. Ja, ist wurscht. Die Fahnen werden nun gebaut, wenn sie sich im Baubereich des Distrikts befinden. Wählen Sie Bau vom Pfaden erweitern. Na. Ja. Die Fahnen werden nun nur gebaut, wenn sie sich im Bereich des Distrikts befinden. Die werden jetzt gebaut oder was? Aber, wenn sie den Baubericht wählt das Distriktzentrum aus, um seinen Baubericht zu sehen. Dann kannst du ihn durch den Bau von Pfaden erweitern. Also ich kann das erweitern, indem ich sage, jo, ich möchte da einen Weg oder was. Ja, ich glaube, das müssen wir dann erstmal dann abchecken.
Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad mit einem ach, das ist. Ah, da, schau, deswegen. Da schau her. Okay, wir müssen das also mit Pfaden verbinden. Oder? Müssen die erbaut werden oder Hand in Hand direkt? Okay, die Hand direkt. Ah, jetzt, das ist der Eingang. Da schau her. Kann ich da. So ist es ja ein Kack gemacht, glaube ich. Ja. Kann er irgendwie was abreißen? Fällt mir gerade auf. Kann man irgendwie sagen, so, ja, ich möchte es abreißen. Doch. Okay. Ja. Irgendwann, das muss man so mal, sorry. Ah, da schau her. Jetzt check ich das. Perfekt. Okay, so funktioniert das. Okay. Man muss alles mit Distrikt fahren, mit Wegen zum Distriktzentrum verbinden. Okay. Pfade um die Holzfäller fahren mit dem verbinden. Du kannst das außerdem um seine Reichweite entlang der Pfade zu sehen. Genau. Wahrscheinlich muss man da immer wieder mehr da. Er sagt so, ja, ihr müsst da mehr da. Dass man da Holzfäller fangen erst dann an zu arbeiten, wenn du ihnen einen Befehl erteilst. Man kann ja einen Bereich zum Fällen, wenn die wechseln Bäume fällen. Ah, okay. Ah, da. Ah, okay. Also mal so sagen und das und das. Da ist mal so. Biber brauchen Wasser zum Bewegen. Bei einer Wasserpumpe eine ständige Trinkwasserzufuhr zu sichern. Denke daran, dass sie mit einem Distriktzentrum verbunden sein muss. Okay, man muss jetzt sagen, oh, wir brauchen mal Wasser, Trinkwasserpumpe. Bam. Dann braucht man natürlich einen Pfad, der wo da oben geht. Ach, das ist nicht Pfad. Pfad ist da. Genau. Gehen wir natürlich jetzt ein bisschen Speed drucken. Schaut eigentlich aus wie Holz. Okay, was steht da? Ach, dort wie viel Holz das man braucht oder so. Ah, wir brauchen jetzt 12 Holzscheite. Okay. Okay. Jetzt checke ich das. Man hat dann mehrere Distrikte, die wo man dann anders unterteilt, wo man sagt, das ist Distrikt 1, da wird das gemacht, Distrikt 2, da wird nur das gemacht. Und man sagt, wir kann jetzt für jedes Ding, wenn wir mal sagen, wir haben jetzt Distrikt 1 macht nur Holz, Distrikt 2 macht nur Nahrung, Distrikt 3, keine Ahnung, weiß ich nicht, was es nur gibt. Aber man kann das dann so unterteilen. Okay. Also man sagt halt auch schon, man kann ziemlich viel machen. Sehr wieder logistisch, schaut das schon wieder sehr interessant aus. Lasse ich das mal ein bisschen Speed. Perfekt. Genau. So. Neben Wasser brauchen wir auch Nahrung. Bei einer Sammlerfahne, in der Nähe von Blaubeer eine Sammlerfahne sammelt automatisch Beine, die du durch Auswahl der Sammlerfahne siehst. Okay. Wo ist jetzt die? Da. Oh ja, ziemlich groß, gell? Hey, das check ich nicht. Also wenn ich da hergehe, wird das dort lernen, aber wenn ich so mache, das check ich nicht so ganz. Okay, wir bauen auf alle Fälle mal da. Aber das ist interessant, man kann sogar einen Gegner zählen da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist interessant, man kann sogar einen Gegner zählen da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist interessant, man kann sogar einen Gegner zählen da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 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 Das hätte ich
Perfekt. Gut, dann machen wir mal Start wieder. Ich finde es sehr interessant, dass man so richtig viele Brücken dann noch hat. Lass so zeigen, was du einfach über alles drüber kommst und so. Perfekt. Jede Siedlung braucht eine stabile Nahrungsquelle. Errichte ein Bauernhaus, um Nutzpflanzen anzubauen und zu ernten. Pausiere bei bestimmte Gebäude, wenn du nicht genügend Arbeiter hast. Wähle dazu ein Gebäude aus und klicke auf die Pausentaste. Oder drücke P. Wie bei vielen anderen Gebäuden ist auch ein Bauernhaus die Reichweite begrenzt. Bauernhaus beschäftigt Bauern, Nutzpflanzen anbauen und ernten. Ist wahrscheinlich einfach nur Haus. Denke mal. Ich hatte einfach mal einen Song, das macht man da herum her. Weil da Wasser ist. Wenn ich das richtig sehe. Machen wir da. Wahrscheinlich kann man da dann irgendwie einstellen, dass man dies oder dies machen soll. Okay, die brauchen relativ viel Wasser, fällt mir auf. Ne, dann noch deren ist anscheinend nix. Ich überlege gerade, oh ja, warte mal. Da ist, man kann das ja sagen, ich baue jetzt echt da irgendwie so Dinge, ja, aber bauen sie trotzdem nicht. Okay. Dann nehmen wir mal ein bisschen Speed geben da. Ein bisschen Speedy-Beedy. Ich finde das sehr interessant irgendwie. Ich glaube, das läuft in die Richtung. Oh. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, geil. Man kann das so drehen. Oh, nice. Ich finde die Ansicht eigentlich ganz geil, wie das gerade war. Die war echt ziemlich gut gemacht. Ich kurz mal schauen. Wo kommt das da her? Kommt das außerhalb von der Karte? Okay. Sehr interessant. Oh. Was ist das da? Unterirdische Ruinen. Oh, das sind Ruinen. Interessant. Das heißt, man kann sie nach einer Weiterzeit Ding dann so. Man tut da doch irgendwie. Ja, wahrscheinlich dann irgendwie. Oh, da hat man Wasser ran. Dann lassen wir da Wasser. Schaut so richtig tief aus irgendwie. Interessant. Ich will mich einfach bloß kurz mal ein bisschen umschauen. Ist das schon wieder der nächste da oder was? Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Benutze das Werkzeug Nutzpflanzen anpflanzen, um ein Karottenfeld zu markieren. Ah, okay. Ah, oh jeder, das ist ja ultra genius. Das kannst du alles ja beim Bauernhaus extra machen, aber ist ja wurscht. Machen wir da jetzt mal so. So. Wäre reicher, oder? Das ist ja geil gemacht. Bäume, Büsche. Oh, lol. Ah, ich muss nur mehr machen. Ich finde es ein bisschen doof, da stehen die Torten wie viel das mal schon hat. 180. 93. 100, okay. Fortsetzen. Alle platzierten Gebäude fügen zwar über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Baue einen Holzscheitstapel, um Holzscheite zu lagern. Kleine Wassertanks, um Wasser zu sammeln. Und ein kleines Lagerhaus, um Beeren und andere Ressourcen zu lagern. Okay, also Holzscheit. Oh. Holzscheit. Das war vielleicht da gescheit. Oder nicht die Bamno. Nicht so, wie ich das will. Kleines Lagerhaus. Kommt da hin. Und dann haben wir noch einen Wassertank. Da die gern. Kann man die ja irgendwo hinbauen, ne? Aber ich dachte jetzt einfach mal. Okay, brauchen wir nicht mehr Schiffdruck. Brauchen wir ja mal 4 Ding. Ja, sie wollten 3, ich hab 4 gebaut. Ist auch gut. Da hätte ich mal sagen. Es ist wieder Nacht bei den ganzen Tag laufen lassen. Einfach ein Dödel bin.
Ich finde das aber echt so nice gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich das so geil finde. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir werden wahrscheinlich so auf 20, 25 Minuten spielen. Also, ich möchte halt einfach so dieses chillige Ding haben, ah ja, wir machen mal so chilliges Let's Play wieder. Also man sagt, ja, wir machen ein bisschen Aufbauspiel und so. Weil es ist halt einfach immer so richtig spät, haben so Spiele einfach so, also richtig spät, immer so spät, und man, der so Bock dann einfach auf einmal. Und es macht dann so Lust, einfach alles zu erforschen. Wenn du sagst, mir hätte gerne alles, was da einmal ist, mir hätte ich schon mal bauen. Außer Deko, die interessiert mich eigentlich nicht. Aber was ich meine? Dann sagen sie, ah ja, da machen wir das, oder machen wir das. Oh lol. Okay, da kann man singen, so, ah ja, so und so. Ja. Wir sind den dritten Tank noch nicht gebaut. Das sind solche faulen Schweine. Okay, Leute sagen so, oh ja, mich da Pause. Oder haben wir mal Nahrung, ja. 100 Nahrungswerte war ich lang, oder? Wie viele Leute haben wir überhaupt? Wo sagt man eigentlich, wie viele Leute das man hat? Ah, okay, da sagt man 9 und 2 Jungtiere, okay. Da sagt man das. Okay, da sagt man, da ist Tag, ist dann ab da ist Nacht. Okay. Ich glaube, dass wir genug Leute haben momentan. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, immer genug Leute, ne? Da muss ja keiner arbeiten, das ist einfach bloß ein Wasserspeicher. Perfekt, so, wir haben unser Ding fertig. Behausungen erhöhen das Wohlbefinden der Biber und lassen eine Rustikalrattenpopulation wachsen. Baue genug Hütten, um alle deine Biber unterzubringen. Biber pflanzen sich nur fort, wenn es leere Plätze für Jungtiere gibt. Das ist schon mal gut zu wissen, dann kann man nämlich eindämmen. Lol, möchtest du mal sagen, es gibt einfach... Lol, ja, das ist so genius. Die haben einfach Hütten schon mal von Haus aus gespiegelt eine da, dass du einfach komplett symmetrisch bauen kannst. Dass du sagen kannst, ah ja, ich möchte nicht, dass das so und so ist. Ich möchte eigentlich, dass das so ist. Da habe ich sagen, macht man Wohnhäuser zuerst oder Wohnblöcke hätte. Jetzt mal sagen. Ah, okay. Okay, das ist zu weit weg dann. Ah, okay. Aber ich kann das, wenn ich jetzt sage, ich mache da jetzt, ich sage jetzt mal, ich mache da jetzt so. Ist dann der Distrikt? Ah, okay, perfekt. Der ist dann erweitert. Das habe ich mir vorher nämlich schon bedenkt. Das war das, was ich nicht verstanden habe. So, hä? Ist dann. Ach, mit das. Perfekt. So, da. Ich überlege gerade, wie ist das mit der Baumzucht eigentlich? So. Ja, Kiefer, Birke. Wenn du das wäre im Bereich zum. Aber was macht es dann? Was bringen wir? Löwenzahn. Was ist einer? Schreibt es mal in den Kommentaren, was bringen wir die? Vielleicht kriege ich es ja nur gesagt in der nächsten Folge. Da wir ja jetzt erstmal bloß 2 am Tag machen. Kann ich da eigentlich Priorität setzen? Kann ich irgendwie sagen, ah, ich oh. Kann ich sagen, ah, das hat Prio. Das hat eine maximale Prio. Ja, ich glaube, wir haben noch nicht genug. Ah, genau. Genau. Wir gingen die auf die Wiege eigentlich schnell. Na.
Oh, na, dern's nicht. Irgendwann das vielleicht schneller geht. Ich soll sogar sexy bauen, Alter. Ey, Mann, Alter. Manchmal fühle ich mich echt verarscht. Ich denke mir so, oh ja, schon fake nur baut. Und dann so, oh, du musst das sexy bauen. Ich denke, das jetzt so Ones oder so bauen. Ich denke mir so, hä, was möchtest du jetzt? So, die heiße Dämme auf alle Fälle mehr auf Max Brio. Und dann schauen wir mal, was da so draus wird. Aber wenn du mir überlegst, dass es nur schon 6 verschiedene Häuser gibt, sagst du, oh ja, da gibt es einfach Dreifachhütte. Passen nein, eine, wie viel passen da nicht? 3? Ich dann eigentlich 3 brauchen. Plus 1 für die Jungtiere. Und dann, dass sie leider weitergehen. So, jetzt geht der Dog gleich weiter. Ich finde das echt so nice irgendwie, was da nicht. Macht schon Bock ziemlich. Da mal was interessieren. Deich, Schleuse. Geht irgendwie Wasserzufluss. Schaut aus, als ob es eine Geitsperre. Das ist die Schleuse. Doppelschleuse Standard. Sprengstofffabrik. Ah, okay, das braucht man wahrscheinlich. Wird aus Papier Sprengstoff hergestellt. Hört unter den Geländeblock und lässt benachbarte. Okay. Erdbocker. Ein schweres Gerät zur Sammlung von Erde, nur Golems. Nur Golems von diesem Arbeitsplatz. Oh, es gibt Golems. Erdhaufen, nur ein versteckter Welt zur Sammlung von Erde, nur ebenerdig. Muss auf dem Boden gebaut werden. Kapazität 300. Terraforming-Station. Stellt Golems an, die Geländeblöcke platzieren. Oh, geil. Der den Arbeiter in der Terraforming-Station gebaut wurde. Stimmt auch nicht, weil darauf gebaut werden, nur ebenerdig. Muss auf. Oh, das ist nice. Du kannst also sagen, so, ah ja, ja, der Flusslauf, der gefällt mir überhaupt nicht. Das macht man anders. Du kannst einfach sagen, wie das laufen soll. Und du brauchst halt übel viel Zeit wahrscheinlich dafür. Wenn ich schon sage, Forschungspunkte, da braucht man wahrscheinlich dann irgendwie so Labor oder Wissenschaftler oder irgendwie sowas. Also eigentlich hohe Population, dass du viel machen kannst, aber viel essen und du musst, oh geil, Leute. So geil sowas. Ist ja nämlich wieder so stark am Banish, das ist fast so wie Ding, Forces Frontier, möchte ich auch unbedingt nur spielen. Aber momentan ist einfach hier eine Type, die was. Interessant. Die werden wahrscheinlich bestimmt noch wegmachen müssen, dass wir das lernen. Was das bringt und so. Ist jetzt kennen fast alle da. Sehr interessant. Haben wir jetzt zum Beispiel bei 95 Nahrung. Deine Babys sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühlpunkte-Rekord erreicht. Okay. Schutz plus 0,3. Ja, Wohlbefinden von 15 beim Spiel der Flotte. Ah, okay. Ah, lol. Ah, du sagst so, was du alles machen kannst, dass die alle wohl fühlen. Wow. Crazy. Also das finde ich wirklich crazy. Da muss man so viel bedenken, wenn man so sagt, so, ah ja, macht man mal, sagen wir mal, ich glaube, das Gefühl, der Sound ist irgendwie ein bisschen leise, oder? Kann das sein? Einstellungen. Ich habe das mal, ich glaube, Oberdraht. Macht das eigentlich jetzt mal ein bisschen leiser, lauter. Ich glaube, das ist jetzt besser. Das ist ungefähr. Ich bin schon lauter, okay. Ist ja ziemlich entspannt die Musik. Gut, dass ich es jetzt noch gemerkt habe in der ersten Folge. Ja, dann mal Song. Ich möchte auf alle Fälle das Ding halt noch abschließen. Das Tutorial da. Ich finde es halt auch mega geil, so wie das da so gemacht ist. Sagt, ah ja, bis daher ist Ding, da macht das Wasser das und was ist das da? Oh nein, das will ich schon einblendet ums Wasser. Er hat schon so langsam, Alter. Was ist eigentlich los mit euch?
Aber ich sehe schon, man müsste halt wahrscheinlich so die Holzding so, die Produktion mit dem Förster dann wahrscheinlich so richtig geil da, dass du sagst, jo, Alter, da ist nur, sagst Distrikt 1 macht nur dies, Alter. Da sagst du, ah ja, da wird dann das Lager vom Holzding wird zentral gebaut, aber halt so, dass das nicht der gleiche Distrikt ist. Gründet ein Distrikt mit einem eigenen Pfarrnetz. Beschäftigt Bauarbeiter. Ja, das Distriktnetz baut die Sachen. Sehe ich gerade. Okay, fortsetzen. Wir gehen mal auf 1. Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittliche Gebäude verwendet. Mit Zeit produziert ein Erfinder Wissenschaftspunkte. Wissenschaft. Erfinder. Das schaut auch sehr interessant aus. Wo nehmen wir das jetzt mal hin? Ja, mal da, ja. Oh, jetzt haben wir schon bei 4. Ja, weil wir näher an 4 haben als ihren Ding. Wohl, okay. Was ist das, oder? Wir haben eigentlich alles da. Ich weiß nicht, was die da so lange brauchen, oder? Karotten, die dann jetzt Karotten ernten. Ich frage, kann man da eigentlich am Meer ausstellen? Nein, gell? Ausgewählt. Ernten. Es wird noch und noch jetzt halt geerntet, weil es noch und noch reif wird. Ja. Genau. So, wir haben jetzt einen Wissenschaftspunkt. Wir können jetzt fortschrittlichere Ressourcen produzieren, aber einige benötigen dafür Energie. Errichte ein Wasserrad am Flussufer, es braucht den Wasserstrom und produziert keine Energie mehr, wenn es kein Wasser gibt. Energie, Wasserrad. Okay, das kann man. Oh, das kann man direkt einstellen. Oh, ich denke, das muss man irgendwie. Das kannst du einfach so herstellen. Was wahrscheinlich, dass man da irgendwie anschließen muss an das Ganze. Wenn ich das richtig. Ja, genau, sehe ich richtig. 50 Goldscheite brauchen wir da. So viel haben wir gar nicht. Kann ich ja noch gar nicht aufpflanzen wahrscheinlich. Ne, ich kann das noch nicht aufpflanzen. Da müssten wir erst Ding freischalten, wie es ausschaut. Ist halt jetzt auch das Tutorial, muss man da sagen. Wasser haben wir 80. Wie viel fasten da eigentlich, oder? 30 fast, okay. Also alle nicht voll. Ja, 28%, okay. Okay. Muss man weiterlaufen, ich möchte das echt gern fertig kriegen. Also dann muss ich auch sagen, das muss viel ganz hohe Prio haben. Und das kriegt dann so mittlere Prio. Dann sagt sie, jo Leute, ihr müsst da jetzt halt Holz ernten. Und jetzt zum Beispiel, da kann jetzt passieren, weil der hat nichts mehr, was er machen soll. Oder nichts mehr machen kann. Ich weiß ja nicht, dass der da aufkommt. Was ist damit? Mein Gebäude ist voll. Also mehr das. Perfekt. Wasserrad ist gebaut. Es wird Zeit, Planken zu produzieren. Baue ein Sägewerk und verbinde es mit dem Wasserrad durch Antriebswellen. Viele Gebäude können Energie aneinander weitergeben, wenn sie Wand an Wand stehen. Wo willst du müssen? Sägewerk. Also, wir brauchen das. Ne, wir werden das auf alle Fälle irgendwann mal umbauen müssen. War das. Wie kann ich das noch nicht bauen? Dann bauen wir jetzt erstmal einen Pfad um.
Sprich, wenn ich jetzt sage, so, ja, dann macht man da jetzt einmal. Aber wenn ich das sage, ich mach da. Okay, also es ist schon echt komplex, muss man ehrlich sagen. Muss man halt ernsthaft sagen, dass so, ja, man muss schon einiges da machen können. Aber was mehr Sinn machen hat, wenn man sagt so, yo, mach mal bitte Dings. Mach mal bitte, wie heißt denn jetzt? Dann brauchen Karotten 3 Tage. Na, 4 Tage. Das ist alles das, was am schnellsten wächst, okay. Ja, wenn ich jetzt sage, hey yo, mach mal schneller das oder so. Aber es bringt mir nichts, wenn ich bloß ein paar Dinge habe. Aber wir haben jetzt schon 16 Leute, Alter. Wir haben jetzt schon bei 16 Leuten, obwohl wir bloß ein bisschen Ding haben. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Perfekt. Ich kann da hier eine Prio. Weil es einfach instant fertig ist. Oh, schau her. Okay, die schafft es halt locker noch, oder? Oh, schau her. Wir brauchen eine zufällige Holzscheitquelle. Schalte den Förster frei und bauen in der Nähe des Ortes an, die du Bäume pflanzen willst. Geil, endlich. Genau das, was ich wollte. Jetzt weiß ich warum. Also, wir brauchen jetzt ein paar Dings. Braucht man jetzt viel mehr von den Leuten. Das sehe ich gerade. Das ist natürlich ultra geil. Das sehe ich echt gerade. Okay, okay, aber jetzt wird es schon immer mehr. Es wird jetzt gerade schon immer mehr so, ah ja, so, du kannst langsam mal das und das machen. Du, so jetzt das eigentlich machen. Das brauchst du, dass du das machen kannst, das brauchst du, dass du das machen kannst. Das ist jetzt nicht so, als dass da gleich instant alles hier freigeschalten werden. Finde ich sehr interessant, wie das geregelt ist da. Weil dadurch ist dann einmal wirklich. Ah, halt das. Das war. Da wollte ich die Prio aufsetzen. Dann das. Und dann machen wir das. Genau. Dann sind wir jetzt bei 5. 5 Zufriedenheit. Wenn wir Karotten haben. Nasses Fell. Wieso nasses Fell? Was ist daran so toll? Wie kann man das Ding da? Oh, was ist kleiner Wassertank? Mechanische Wasser. Wie viel? 5000 Punkte. Wow. Crazy. Wasser haben wir noch genug, das haben wir noch genug, gell? Genau. 60 Punkte haben wir, glaube ich, gebraucht, oder? 60, ja. So mag ich das. Perfekt, jetzt können wir nämlich freischalten. Und jetzt können wir einen Förster aufstellen. Jetzt können wir nämlich sagen, so, ah ja. Ich weiß jetzt nicht, kennen die da durch oder nicht? Ist halt jetzt wieder so eine Sache, ne? Weil wir keine Brücken bauen können. Noch nicht. Das natürlich gern.
Ich kann da nicht umbauen. Ich glaube nicht, dass das geht. Das müssen wir dann jetzt mit irgendwas klarem ausprobieren erstmal. Ob die das da herumbauen können. Wenn ich jetzt sage, ich baue da jetzt Restrictor Gap bis daher, ja genau. Jetzt sage ich, baue jetzt da einen Weg um. Das zählt dann nicht, weil man schon denkt. Das haben wir schon denkt. Ja, ja, das haben wir schon denkt, dass das nicht geht. Okay, dann müssen wir... Oh, man kann entfernen, gell. Genau. So. Dann... Oh, ich sag gerade, da wird's... Dings... trocken. Ich da jetzt mal ganz ehrlich... möchte das abreißen. Können wir das? Können wir das abreißen oder nicht? Wenn da ein Förster... da hätte ich gern... da vorne her bauen oder so. Und das da mal abreißen. Und wir das auch nochmal abreißen. Jo, Förster. Fahrt da oben. Wenn wir das machen. Oh ja. Okay, jetzt müssen wir schauen, was. Wenn dieses wäre. Aus. Aber was bringt mir das? Das ist wahrscheinlich Essen. Ah no. Ich sechs am Blaubeersträucher, gell? 9 Tage. Fertig wachsen. Ah, Harz, okay. Okay, wir werden jetzt erstmal so machen. Genau. Machen wir da mal unsere Holzversorgung hier. Können wir glaube ich sogar nur eine Reihe dazu, oder? Ja, mit dieser auf Maxi Priori sitzen. Und dann würde ich mal sagen, was kann ich haben wir nur? Haben wir Leute, die wohl nichts arbeiten. Ich hätte gern so eine Übersicht von den Gebäuden und so. Das war irgendwie Arbeitsplätze. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irgendwie. Ah, warte mal. Arbeiter, 11 Lehrstellen. Ah, da steht das, okay. Wir haben wie viele Arbeitsdinge? 11. Okay, man sieht da schon ziemlich gut das Ding. Er stand nur. Ah, okay. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche einen, dann muss ich die da jetzt halt einmal eben machen. Dann ist einer arbeitslos. Ne? Okay, 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 okay. Gut, gut, gut. Wir müssen trotzdem das bauen.
Was mich eigentlich. Abgebrochene Zähne, ja, du bist mal einer. Du bist mal einer. Baustelle viel Material, ne? Ich hab Baustelle. Ja, der da ist was, ja. Das ist ja gerade der Grund, ob es da oder? Was ist mit dem eigentlich? Und jetzt? Was soll ich da jetzt machen? Perfekt. Du hast keine Abbrandszene oder was? Naja, was macht denn dann der andere mit abgebrochene Zähne jetzt? Also es baut trotzdem immer nur der ab, gell? Jetzt, weil wir haben ja kein Holz gekriegt, weil der andere keine abgebrochene Zähne hat. Deswegen kann der ja nichts machen. Was braucht man da für Holz? Braucht man Planken und Holzscheite, okay. Ah, okay, jetzt check ich das langsam. Okay. Also. Ich finde das so nice, das Game. Aber wir haben ja ein bisschen langsam jetzt. Wir haben ja erstens bloß noch ein Ding vorne. Apropos Holzfäller vorne, ne? Kann man einfach so machen. Den da abreißen. Ich hoffe, dass nicht wieder der andere drauf hat. Pino. Pino, du kannst doch gar nicht mehr arbeiten. Du kannst doch das gar nicht mehr arbeiten. Du kannst doch das gar nicht mehr arbeiten, Pino. Es ist doch schon lange vorbei. Dass du irgendwas arbeiten kannst da bei uns. Hey. Wissenschaft. Sternwarte, Raffinerie. Da interessiert mich, wenn das jetzt passiert, dass mehrere Leute Zähne abbrechen. Was macht man dann? Kann man die dann irgendwie helfen oder irgendwie Plünderfleuel, lol. Kann man da irgendwas machen? Gemüse gegrillt, interessant. Getreidemühle, Bäckerei, Wasser, Tanks. Okay. Man merkt, das ist Tutorial, deswegen wird da nicht viel Dürre sein. Ich weiß, wir haben ja nur echt lange jetzt da, aber ich möchte das jetzt erstmal fertig haben mit dem Förster und so. Und ich sehe gerade, wir können jetzt wieder rausschalten. Ja, nämlich, der ist erst ziemlich. Und Pino kann mit abbrechenden Zähne Bäume pflanzen. Perfekt. Das ist perfekt, so wieder. Dann schauen wir mal. Können wir jetzt da hergehen? Können wir alles, was noch nicht Ding jetzt ist, was jetzt abgeholzt worden ist, zum Försterplatz umbauen? Das nicht, das auch nicht. Okay, wir nochmal. Perfekt. Alles andere muss jetzt erst abgeholzt werden. Und es dauert jetzt so 10 Tage oder so, bis das fertig gewachsen ist. Aus den 10 Tagen kriegen wir das erste Mal richtig Ding. Prinzipiell müssen wir jetzt dann sagen, ja, braucht man für jeden Ding, wie lange braucht ihr das, wie viel brauchst du mehr oder weniger, dass du das abpflanzt? Wie viel Leid? Das ist auf einen Tag, wie viel kannst du da abpflanzen? Das ist halt dann wiederum die Frage. Wenn man jetzt sagt, die eine schafft auf alle Fälle nicht mehr annähernd das, was schaffen soll, meiner Meinung nach. Aber ist ja klar, ich habe immer sehr hohe Erwartungen. Aber, ganz ehrlich, wir haben jetzt einen Förster. Jetzt bin ich mit Kiefern oder was? Jetzt bin ich ja Kiefern pflanzen. Was ist los mit dir? Das dauert 3 Tage länger. Was ist verkehrt mit dir?
Möchte, dass ich 20 Kiefern abpflanze. 3, 6, 9, 18. Das ist jetzt autark, solange das Wasser fließt, der Wege in den Bau eines Damms oder das Aufstellen weiterer Wassertanks, um die Dürreperioden zu überstehen. Hat sich grundlegend geklärt, aber vieles musste noch auf der... Geil. Perfektes Timing, Alter. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, am Anfang, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder bei Timberborn. Ansonsten morgen bei Minecraft oder am Stream vielleicht, wenn ich stream. Ich weiß noch nicht so ganz, je nachdem, wie es mit der Arbeit ausschaut. Auf alle Fälle, habe die Ehre, schön, dass du da wart. Ciao, Kakao.